dann nach enke Merci, dass der do seht, weil das wichtige Moment für uns. Eng wichtig Pressekonferenz, bei all Pressekonferenz ist wichtig, mir dir wüsstet, das nicht alldelich, dass wir zu summen eng Pressekonferenz machen. Und das weiß aber auch, wie wichtig die Sujet hier ist für uns, wie wichtig die Diskussion unter den Pensionen für die Gewerkschaften sind, und dass wir hier absolut gewerkschaftlich Front machen an der Diskussion unter der Pensionsreform. Und wenn Freuden Madame Minister eng Pressekonferenz gehen hat, wo sie sieht, dass der Startschuss für Pensionsdebatte, da können wir so ein Heiers eigentlich als Startschuss für eine gemeinsame gewerkschaftliche Opposition zu auch nimmen all Millimeter Versuch von einem Rentenaufbau zu Lützeburg, das wird man diese Gewerkschaften nicht passieren. Und ja, wir sind lo hart, weil wir müssen so, dass wir schon nicht im Just sind, weil die Diskussion nicht ganz gut angefangen hat. Ich erinnere kurz daran, dass kein Wahlprogramm für eine Wahlstunde, dass eine Rentendebatte kommen. Ich erinnere nun, dass aber dann kurz nach den Wahlen direkt Annoncen gemacht sind, dass ein Rente muss reformiert gehen an Annoncen, die nicht an eine gute Richtung gegangen sind. Und wir waren bei den Gewerkschaften direkt nicht froh darüber, sind noch heute rausgegangen, an dem es mal gesagt tun, was für alles geht oder was für alles nicht geht. Und du hast alles gesagt, Guillaume, warte mal, wir können eine ganz breite Diskussion. Und dazu just den Satz, wir sind froh mit Diskussionen, das wisst ihr, wir sind froh, was breit konsultiert wird und diskutiert wird, das ist auch wichtig. Wir dürfen aber nicht vergessen, wenn es um das Lützeburger Rentensystem geht, dann von unserem wichtigen Pilier von unserem Sozialmodell von Lützeburg, die wir nicht vergessen, dass die Diskussionen müssen an einem vermissen Tripartitmodell stattfinden und dass da, wo müssen Decisionen geholt gehen, dass da, wo auch bezahlt wird, mit Sozialpartner, mit den Kotisationen von den Leuten, die sie vertreten an der Staat. Und dafür müssen Sozialpartner auch an der Diskussion den Hauptansprechpartner sind, aber bleiben, und kann nicht landesweise dezidiert gehen. Und das war mal der nächste Reflex, den wir hatten. Dann haben wir ganz lange darauf gewartet, gewollt zu gehen, wen da alles konsultiert wird an der breiten Konsultation. Wir müssen noch eine Question parlamentär warten, für das gewollt zu gehen, an los draus. Und du stellst mir viel Fragen. Für was? Für was keine Frauenorganisationen an einer Situation, wo man zu Lützeburg einen ganz hohen Gender Pension Gap haben, wie wir alle gut wissen? Für was gibt keine Frauenorganisationen befragt? Für was gibt keine Frontalien befragt an der breiter Konsultation, außer eben die Gewerkschaften vertreten? Für was den ACA? Für was der Conseil National Finances Publiques? Für was nicht ein AMIPER, also der Conseil des Personnes Âgées? Für was kein UNAL? Für was 3 Bauernassociationen, aber nicht den OAI zum Beispiel? Für was sind die doten Assoziationen rausgesicht gehen als breite Konsultationsbasis an anderer nicht? Aber für was, für allem, für was den Improve? Und du musst verstehen, eine Fondation Idee, pardon, für was nicht Improve, entschuldigt. Du musst verstehen, das tut uns direkt wirklich stark große gemäht, weil wir können nicht so als die Regierung sieht, wir konsultieren Sozialpartner, Patronen und Gewerkschaften und dann konsultieren wir nach Idea, war doch eine Patronatsfondation ist. Dann ist es nicht mehr ein gleichberechtigten Debat, da sind wir nicht mehr in einer paritätischen Vorstellung. Und wir verstehen absolut nicht, für was, wenn eine Idee fried, für was ihr nicht der Think Tank für Salariat seid, Improve fried. Und das war dann die nächste Roserei, die wir hatten. Und dann ist es weitergegangen, Freude mit der Annonce von der Internetseite, wo dann Kommentatoren von den Social Medias können auf 510 so, was sie sich von der Rente wünschen. Wir selber wissen aber nie, was dann da geschrieben wird. Der hat da alle guten Brot. Wir sind nicht über dich geworden. Erlaubt mal kurz zu sagen, du hast nicht so wie mir als eine seriöse Rentendiskussion vorstellen. Und wir wollen, dass es mal seriös geht. Wir wollen, dass es seriös diskutiert wird. Weil so wie es hier annonciert, das ist für uns wirklich relativ kompliziert. Da soll am Anfang 2025 nur die Kommentatoren, dann die Experten gefragt gehen. Wir sind dann hier Experten, das sind die Stadtec, die LISER und die GSS. 3 Institute, wo man auch wissen, dass du in der Spitze ganz oft gesagt wird, das Rentensystem muss gekürzt gehen. Und das ist auch keine gleichberechtigte Debatte unter den Experten, die noch an der Frage gestaltet gehen. Das ist kein politischer Approach, das ist ein technokratischer Approach, das ist ein mathematisch, wo sich ja nur kann darauf verstoppen und so. Wir müssen die guten Decisionen holen.
Und du hast es so, dass jeder drüber schwätzt, dass auch gut ist so, dass viel geschwärzt wird und diskutiert wird. Mir leider, wenn so viel geschwärzt wird, kommen noch ganz viel aus, so falsch dabei raus. Viel Fake News über das Pensionssystem, die verbreitet. Viel nicht so viel populistisch aus, so, die auch noch irreführend sind, wo die Leute schon nicht machen. Zum Teil gehen auch noch die Leute gehen den anderen abgestüppelt. Oft die Junge gehen die Aale, und das kann ja nicht Sinn. Und dafür so mir man haut die Pressekonferenz für Lummel seriös zu schwätzen, für inhaltlich zu gehen, für vorig zu suchen über das Pensionssystem. Und dafür als zwei Gewerkschaften. Zusammen hat da schon die Salarié eine Analyse gemacht. Und wir haben eine Decknote ausgeschafft. Die passt nicht auf 500 Session. Die leide ich für. Wir haben Kopien davon gemacht. Und auch noch das Resümee einkeier. Mit den wichtigsten Konklusionen dazu gelöst. Und wir haben noch ein PowerPoint heute Morgen, die auch noch wird vorgestellt gehen. Der Patrick Dorian und ich machen eine kurze Introduktion, und der Silvan Hoffmann wird auf den Inhalt von unserer Prise de Position eingehen und nicht so, wo für Eistrobucken, das ist eine Not, die um Substanz geht vom Sujet. Da sagen die als System beschreibt, wie man hun, die aber auch als Forderungen mit Material lädt, Forderungen für das System zu verbessern, für ihn zu pérennisieren. Dafür haben wir auch den Titel gewählt, renforcer la pension légale pour tous. Und für ein bisschen abzuraumen mit denen Unwürdigsten an denen Populisten aussuchen. Und ganz kurz, ein von denen populistischsten Aussuchen, die immer rundherum als Renten zirkuliert, das sind die Renten, die man zuletzt beschulen. Alle guten die reich Rentner, die man soi-disant hätten. Wir kriegen da gesagt, ja, mit Altersarmut das ist relativ niedrig. Wie wann ein Argument wäre, Renten zu kürzen, weil die Altersarmut nicht hoch genug ist. Wir fragen uns, wie hoch soll es da sein, für das mal so, das immer gut. Und en plus ist der dann auch relativ, weil es jetzt schon in den letzten 10 Jahren verdurbelt, wie man nicht abhalten, zu unterstreichen, die Altersarmut dann. Und das ist kein gutes Zeichen für das Land. Wir haben zu Lützeburg von einem, den sein ganzes Leben zu Lützeburg geschafft hat, ist bei 3.600 €. Insgesamt ist man bei 2.400 € mit den Frontalien dabei. Das heißt, wir sind nicht bei reichen Rentner. Wir sind nicht bei Leuten, die mit der Kupfschampes auf der Yacht sitzen. Wir sind bei Leuten, die sich am Alter kein Zimmer mehr in einem Altersheim können leisten. Und dafür sind wir heute häufig so, wir brauchen eine Verbesserung von unserem Rentensystem, also sicherlich nicht eine Verschlechterung. Wir hatten bis 2012 eigentlich über 100 Jahre ein System, das sich permanent verbessert wird, auch dank uns, dank dem Ansatz von den Gewerkschaften, die immer dafür gesorgt haben, dass es verbessert wird. Wir haben ein System, das auf der Generationengerechtigkeit beruht, über das nimmerlare System, wie du wirst, die aktiv bezahlen Pensionen von Haut, an Pensionen, die auch dem Niveau de vie von Haut müssen angepasst sein. Das ist von den besten Systemen auf der Welt. Der beruht auf der Solidarität. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und dafür müssen wir das System erhalten. Wir müssen ihn verbessern. Das wird noch drüber gehen. Und das muss Ziel sein von einer Pensionsreform. Also so ist kein anderer. Das ist sicher nicht eine Verschlechterung von unserem System. Aber wenn wir als die nötige Schmue gehen, dann geht das doch. Wir können das ohne weiteres machen, weil gut Pensionen, ein starkes Sozialmodell, ich erinnere daran, ist aber auch ein Attraktivitätsfaktor für Estland. Und auch das soll ein Argument sein für Patronat sein, für unser System zu stärken, die diese ständig über Fachkräftemangel beschweren. Aber gut, Pensionen öffentlicher Sinne Natur, Privatsysteme, sie keine valable Alternativen, das haben wir in anderen Ländern gesehen. Auch da gehen wir noch drüber an, aber wenn sich rein über Privatassuranzen oder Zusatzassuranzen versichern will, da leidet auf der Hand. Wir wollen nicht, dass man ja nur Leute, die am Alter noch müssen schaffen gehen, nebenbei, für über Runden zu kommen. Und also Pensionssystem ist kein Sozialhilfe, den sein Leben lang aufgrund von seinem Gehalt kotisiert, und das muss auch an der Pension rechnen, dem muss auch an der Pensionrechnung gedroht gehen. Und 2012 haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht, wir haben viel Verluste durch die Pensionsreform. Auch das muss unbedingt rückgängig gemacht gehen. Und dann habe ich mit der letzten Unwürdig, die gezählt wird, wir haben nicht den dringenden Handlungsbedarf, wie gemalt wird, die Panik, die annonciert wird. Wir haben immens hohe Reserven, ihr wisst das, die Dosis für anzusprechen, wenn die laufenden Ressourcen nicht mehr durchgehen, für die laufenden Depensen zu decken.
Wir könnten heute mehr wie 4 Jahre lang Pensionen bezahlen, ohne auf irgendeine Kotisationsrecht zu greifen. Aber wenn man an die Situation sollte kommen, wo es nicht mehr durchgeht, wenn auf Dauer irgendwann Interessaten nicht mehr die Depensen können decken, da muss man eben Interessaten aufsetzen. Und das sind ein bisschen die Pisten, auf die man heute wollen aguen. Es hat auch gut gewährt, bis auf 2070 zu planen. Die Langzeitprojektionen, die machen gut Sinn, da wird Patrick Duri nach drauf aguen. Wir haben heute eine Periode de Couverture, wie du wisst, von 10 Jahren. Und das ist gut so, das ist übersichtlich, das ist realistisch, das geht durch. Und egal wer, und da gebe ich aufschließen, als für uns klar. Wir werden keine weiteren Verschlechterungen akzeptieren. Wir sind bereit, als 2 Organisationen sind gewarnt, sie sind bereit, sich anzusetzen. Und wir sind bereit, uns anzusetzen mit all unseren Moyens, für einen von den wichtigsten Pilieren von unserem Lützeburger Sozialmodell zu verteidigen. Wir werden uns wehren, dass es zu keinem Sozialaufbau kommt, zu keiner Kasse von unserem wichtige Pilier von unserem Modell an wir sind ganz bereit. Da gebe ich direkt nur wird weitergehen und Patrick Duri schon am Anfang aber vergisst Leute vorzustellen. Da meine ich das nach schnell für den UGBL, also Piet Bach, de Carlos Pereira an ich selber, das Silva Hoffmann, Direktor von der Chambre des Salariés, wird den Dossier präsentieren für den LCGB, also Cynthia Santos, de Christoph Knebler und natürlich de Patrick Duri. Ich muss auch so, die muss immer, wenn der Herr nur frohe will stellen, an mir hai de Mikro ummachen, weil die Übersetzung das nicht versteht. Vielmals merci, Nora. Ich gebe gerne mal aufhängen, dass es extrem wichtig ist, dass die 2 Gewerkschaften an diesem Dossier heute zusammen schaffen und da der Mentor von allen Salariés. Aufgrund von den Diskussionen, die wir am Conseil économique et social hatten, scheint es mir wichtig zu sehen, einen kleinen Rückblick zu machen über die verschiedenen Avien und Projektionen, die an der Vergangenheit erstellt sind, aber besonders da, wo die falsch liegen. Es geht um den Rapport BIT, den Rapport Tulle genannt, als nächste von 1971, wo der Vergleich für die Privatbeamten an der Fonction publique, der Pensionssystem gemerkt ist. Dann haben wir ein Avis vom Conseil économique et social vom 5. Juli 1977, du hast auch über das Regime unique dann sich ausgelöst. Mir war das sehr interessant, dass an dem Avis, dass ob 2000 Projektionen gemerkt haben, dass man ein Rekül von der Lützeburger Population hier am Land gehabt hätte. Wir wissen, dass das nicht angetreten ist. An die ausländischen Stadtbürger an Frontalien hat den Demos auch nicht Radar. Dann also der Rapport Tulle von Mai 83 ging, den auch stärkt durch die Krise sech markéiert wär die Ufang vu den 80er Joren do wär an Schule nëmmen 2 Sachen aus dem a wie heraus de Koeffizient de Charge, dat hicht Verhältnis vun Rentner zu aktive Salarien fir d Joar 2020 ass sech an der Realität 50% besser gewircht wie an dem Avis. Prim de Repartition pur, démer Demozat noch runden 2020 sech och 40% iwwerschat gin. Dat heißt, nëmme fir die 2 Werte do zu hëllen, Realität war 50 respektiv 40% besser wie dat wat Demos firausgesot gin ass. Dann hummer nach een Avis vum Conseil économique et social vom 26. Juli 83 fand, a wat do remarkabel ass das op 2020 12 von den Assyrien hier am Land an der Pensionskäse 80% ënnerschat gin ass. Tech an der Realität hat man 461.000 Salarien an Assyrien an die Projektion demo zu 256.000 gesagt. Nëmme fir ze soen, wat dat bedeit. Wir hatte nach an den 90er Joren eng Reihe Berechnungen vun der IGSS an de hunnech man nach E-Wert rausgeholt. Du gesäit dann, dass zum Beispiel für Joar 2019 eng Reserve vorausgesot gin ass vun 1,8 Mol Jores Depensen an der Realität lung se bei 4,8 se lung also 3 Mol mir héich wie dat wat Demos vorausgesot gin ass dat dann egal wéi. Egal wie ich stelle mir fest, dat 5 no dese Prävisionen als Pensionssystem immer noch am Gangen als Reserven opbauen. An net eng vun de Rentemauuren agetruden ass. Et ziviel echte alle die Projektionen selber, die fir viel Nivel gesuercht tun.
Alle guten Prognosen, Prävisionen oder Projektionen lungen also ferm daniert. Dafür muss man am Kader von unserem Pensionssystem de Bilanttechnik, den alt Senior von der IGSS erstalt nutzen, für Decisionen zu präparieren, die nötig sind, für das System aufzusichern und die Entwicklung regelmäßig zu suivieren. Als Beispiel Depassement von der Prime de Repartition mis de Clignotant sind, für dann sich zu gucken, wie man Rezepte könnten erheben. Eine Reihe allgemein Remarken von den Gewerkschaften noch vom LCGB, wie wir um den Dossier gehen. Also Rentesystem noch gesot basiert Prinzip von der Solidarität. Wir haben eine Umverdelung von Kotisationen von den Aktiven für Renten zu finanzieren. Wir kotisieren zu 3,8%, den Employer, den Salari an das Staatsbudget. Dieses Funktionament hat es erlaubt, mit dem besten Rentesystem aufzubauen, die wir am Vergleich mit zum Beispiel also Notbeschländer kennen, substanzielle Reserven, rund 25 Milliarden, a wie grad gesot genoss mir kind quasi 5 Joer Rente ausbezöllen, ohne eine neue Kotisation anzuzeien. Das heißt, als aktuelle Reserve als viel mehr hoch für die gesetzliche Reserve von 1,5, die sich vorgeschrieben hat, sie rund 3-mal mehr hoch. Das Rentesystem hat doch erlaubt, dass wir im Jahr 2023 zum Beispiel über 300 Millionen Euro aus der Knapp bezahlen für Leistungen, die nicht dem Core-Business von der Knapp entsprechen. 8% von den Depensen, ohne Idee, dem Moment, wo die Prime de Repartition von 24% depassiert gehen, 5 bis 6 Jahre noch kalkuliert gehen. Das geht sich frei vom Reklassement, teilweise Präretreten, die Funktionamentsfreie vom CCSS, an Remuneration an Pensionen von den Staatsbeamten, die an der Knapp schaffen, die von der Knapp selber bezahlt. An alle das Depensen gehören viel echter an das Staatsbudget. Als Rentesystem sorgt doch für soziale Gerechtigkeit. Mit einem fixen Teil Majoration forfaitaire, da wird sich konsideriert, wie lange geschafft hat, Versicherungsdauer. Mit Majoration proportionell, da wird konsideriert, wer den abbezahlt wird. Da gilt dann noch das Leistungsprinzip, dran steht also eine Relation mit der Remuneration, dem Verdienst über das Versicherungsleben. Wir Konvergenz zwischen Privatsektor und Fonction publique. Dieselbe Formel aber kein Plafond an der Fonction publique. Also haben wir trotz allem einen gewissen Groove zwischen Privatsektor und Fonction publique. Nicht zuletzt dadurch, dass durch den Dynamismus von den Karrieren an der Fonction publique dann Gehalt echt erreicht wird, wie an der Kollektivverträge vom Privatsektor zum Beispiel. Das Risiko ist verdelt, weil alle guten Akteure an einer Solidargemeinschaft sind, Salari und Employer der Staat, auch noch zwischen den Generationen. Als Rentesystem garantiert also Aufsicherung am Alter gegen Armut, über das Prinzip von der Mindestrente, über die Anpassung von der Renten- und Lohnentwicklung an Preissteuerisch, Index an Ajustement. Wir sind solidarisch, das ist ein System auf Solidarität, weil wir alle gute kotisieren an und das gerecht, weil die Renteberechnung beruht auf der Versicherungsdauer an dem Verdienst über die ganze Versicherungskarriere heraus. Als Gewerkschaften gehen wir in diesem Dossier rund, an dem wir als Rentesystem wollen, ob die kommenden Herausforderungen präparieren, das heißt so stärken, dass wir Solidarität als Sozialgerechtigkeit hochschalen und die Aufsicherung am Alter für ein dezent Leben als absolute Priorität betrachten. Außerdem sind Verbesserungen am Niveau von der Mindestrente für uns absolut nötig. Gewerkschaften sind sich den Herausforderungen bewusst, aber wir sind nicht bereit, wir sind nicht mit d'accord, also System futti zu machen. Als Propose basieren auf einer Stärkung vom Rentesystem für ihn aufzusichern, die verschiedene Pisten und Alternative wetten, Sylvain Hoffmann ergelos skizzieren, Kotisation, dass du natürlich eine Piste, der Rentenalter von 65 Jahren, weil ich direkt so, die steht für uns nicht zur Disposition. Wir gesehen höchstens die Möglichkeit zu summen mit der also als Sozialpartner der Salarien die Möglichkeit zu gehen, für auf freiwilliger Basis wie lange zu schaffen, für Mino und die 65 Jahre rundzukommen. Da wisst, dass wir hier am Land auch 65 Jahre unter gewissen Konditionen können an Trend kommen. Ich will direkt so, dass da die kleinen Abfluss auf Perenität vom System hat. Wir haben die Möglichkeit, die Präretraite progressiv, über Plan de Gestion des Âges, wo wir schon darüber gesprochen haben, wo man nie über Resultat kommen sind, das zu machen. Es gibt auch klare Limiten, weil Kriseninstrumente wie die Präretraite führen dazu, dass leicht echt aus dem Prozess rauskommen, weil Probleme am Betrieb sind. Also muss ich da sich relativieren.
den offizielle Rentenalter vu 65 Jahre als für net vorzustellen. In dem Plafonnement vun de Kotisationen am Privatsektor gi wo sech zofeieren, dass Resette substanzielle opgehen an fir auch Gerechtigkeit zwischen Privatsektor und Fonction weil dann ganz Akkommes auch gef fir d Karriere konsideiert. Da kann ihn entweder iwwer steuern oder iwwer deng neii Kontribution Solidarité defir surgen, dat se neue Resette generiert, wie gesot dat wette Silver erschlo am Detail erklären, dat wat an dee Prinzipie wichtig ass, dass das de Faktor erbecht entlächt gëtt, an net wie durch Kotisationen derbecht hier immerem verdeiert gëtt werden Argument, dass fir ze so ginne den Kotisationen. Et sinn einer Pisten do, wo en iwwer Benefis oder iwwer einer Elementer den System kann stärken, das System kann steipeln, an außerdem am Zeitalter von der Digitalisation, von der Robotisation, von der Intelligenz artificiell muss man so Pisten sowieso goen für als Securité sozial nettten Pensionen insgesamt wahrscheinlich zu stärken. Dann sogar Elemente wie die Vermögenssteuer gehören op den Tisch, weil wann den Tabubruch mischt an de Pensionssystem so aufstellt, wie Datei gemerkt wird, muss all Pist op den Tisch, die dazu kaffeieren, dass das System besser aufgesichert ging ist. Und da kann nach auch Progressivität von der Kotisation oder Ausbau von Kotisationsperiode vorgesehen. Die Regierung will eng bred Konsultation zu organisieren. Wir fanden das gut, für das Schütfried hier am Land seine Kontribution kann man für das Rentesystem aufzusichern, mehr solidarisch, mehr gerecht, also eine bessere Aufsicherung gegen Armut am Alter. Allerdings sind wir aktuell, und das hat Nora auch schon gesagt, mit anderen Approche konfrontiert. Die Solidarität und Aufsicherung gegen Altersarmut ferner vorstellen, will die Regierung wirklich das Rentesystem komplett auf den Kopf drehen. Ein Grundrente mit Pension komplementär, das ist also ein ganz gefährlicher Approche, weil der kennt Priesterrente in Deutschland, die Zytologie kennen wissen, dass du ein Pension komplementär wäre, wie Stohlkrise kommst, als die aufgeschafft gehen, an der Zukunft von Betrieber Probleme kommen, als dat echt wat dann a Disposition geholget, erwer dann zu größere Probleme feiert. Der Pla von kotisable Rufsätze, pardon, da se sech eng von den Piste, von denen Patronat an ihrem Avis vom CS schwätzt, für mehr Sozialakzeptanz für das ganze Pensionssystem. Sie visieren dort das Sozialneid, mehr wirklich geht es ihnen nimmer drums, für Männer zu kotisieren. Renteformel an der Zukunft draufsetzen, dass die Propositionen, die man auch vom Patronat auch noch schon mal aussuchen von der Ministerschatten, Konsequenzen von so einem Handeln, der Renteniveau geht drauf, der Altersarmut drauf. Wir brauchen immer den Kostenpunkte von Altersheim oder Pensions- oder Pflegeheimer zu denken. Das ist nicht mehr möglich, Index an Ajustement spielen zu lassen. An dem Leistungsprinzip zählt der Bemol nicht mehr. Patronat predigt während dem aktiven Leben das Prinzip. Wir wollen da dann Trend gehen, dann zählen sie einfach nicht mehr. Die Reserven sollen dabei nicht touchiert, gesagt Patronat. Ich finde da nur eine naiv froh. Für was tun wir dann eine Reserve von 25 Milliarden Euro abgebaut, wenn wir sie nicht benutzen sollen? Oder hat Patronat eine andere Idee, was das Reserven angeht? Das ist eine frauenfeindliche, familienfeindliche Politik vom Patronat. Frauen haben niedrige Renten, ganz oft weil sie temps partiell, wenn sie der Familie wollen. Babyjoren sollten da zum Teil abhängen, aber Babyjoren auch vorstellen als ein Hohn, weil das gegen Frauen und gegen Familie gerichtet. Guckt einmal wie CS, was da drauf steht, Prestation, si et seulement si, Cotisation. Sozialgerechtigkeit als komplett auf Frohgestalt, der grundsätzliche Privatsektor, Fonction publique, geht nach mir groß. Diskussion drängt die Reform vom Regime general. Das ist der Privatsektor. Aktuell, wir haben dieselbe Formel, aber keine Plafond für die Fonction publique. Du hast kein Case, kein Reserve, geht alles über das Budget. Der Privatsektor erschafft den Reichtum von diesem Land. An Propose vom Patronat an die rezent Ausso von der Regierung geben Trenden am Privatsektor substanzielle Rufsätze. Das ist eine inadmissible Ungerechtigkeit. Gleichbehandlung zwischen Fonction publique und Privatsektor als Grundlage für Sozialgerechtigkeit. An dem nur misst an einer Rentereform das Gleichbehandlung zuallererst garantiert gehen. Solidarität erinnert die Generationen get Futti gemacht, die visiert Mesuren, die komplett zu Lasten von der kommenden Generation. Nicht mehr unerkannte von der Studiejahren. Das Rentensystem soll an der Nähe vom Patronat und noch der Regierung über die Runde kommen,
dadurch, dass Prestationen für die kommenden Generationen verschlechtert gehen. Renten 20 oder 30% oder vielleicht noch mehr aufsetzen, das heißt also, dass die Kotisationen an der Zukunft Männer wert sind. Das feiert quasi garantiert zu einem Generationenkonflikt. Dafür ist es doch ganz gut, dass die Jungen sollen an dieser Diskussion dabei sein. Pardon. Mathematisch Approche als rein wahlarithmetisch die Fonction publique an die aktuellen Rentner dürfen heute nicht touchiert gehen. Als Gewerkschaften fordern wir, dass nur der breiter Konsultation, die dann lob de Webrot geht, Mesuren, die da schlussendlich solle festgehalten gehen, zu 3 Patronat, Gewerkschaften und Regierung diskutiert muss gehen. Wenn an so engem wesentlichen und wichtigen Dossier den Tripartitsmodell nicht mehr soll spielen, dann ist das dann von unserem Sozialmodell. Und schlussendlich hat die Regierung dezidiert, die ganze Gesellschaft mit an den Diskussionsprozess anzubannen. An ergo soll ihn dann auch die Gesellschaft durch ein Referendum über die visierte Reform responsabilisieren. Und zwar ein Referendum, wo alle Guten die Leute mit aufstimmen, die heute von der Reform betroffen sind, also auch frontal gehen. So, merci, dass man noch gelauscht hat, dann nicht gehen fort, Feido und de Silve. Ja, ich will mal direkt auf den Kontinuer noch die Remarque Prinzip, mein Storslo wirklich schon alles gesucht, gehen vielleicht effektiver 2 Punkte kurz, die Privatregime, die auf Kapitalisierung basieren, das ist also auch keine Lösung, was die Alterung von der Bevölkerung betrifft, hat Johannes du gemeint, durch spanische Pension und da keine Chance, das ist alles auch Quatsch, makroökonomisch gesehen haben wir da dann also vorbei auch durchgelöscht, weil wenn die Bevölkerung allgemein wie Alge, da steht weil gleichzeitig du Sensuren rausziehen, dann hat das automatisch auch viel mehr Rendement in dem Moment, das klappt du auch nicht, also den soi-disant Vorteil, den viele Mengen, den du kennt gehen, der geht da wirklich geht makroökonomisch auch nicht. An du mal von aufgesehen davon, dass natürlich die Leistungen, die da rauskommen, ein ganz starkes Risiko ausgesetzt gehen. An sich auch ein bisschen als du mal befasst an Annex mit der Riester-Rente als Beispiel schmengen. Denn Herr Riester wäre entretemps froh, wenn die Rente nicht seine Nummer hat, weil an Ferne kommt, das auch Rente, den falschen Term für das zu nennen, weil das ist einfach kein Rente. Das ist einfach, das ist keine ordentliche Prestation. Das ist jetzt so noch die Vertreter von den Assuranzen an sich auch zu Lützeburg, dass das niemals kann eine ordentliche Rente ersetzen. Das ist auch kompliziert. Es gibt ganz viele Freien, die du entstehen bei Privatregime. Und natürlich muss auch eine Assurance oder eine Bank einen Gewinn machen. Das ist ja alles so, die nicht nur an eine Rente fließen, wie am öffentlichen System ist, weil du musst ja keinen Gewinn gemacht gehen. Und ich wollte dann sich nicht so viel auf den Punkt Ago, weil man gemerkt hatten, dass wir entretemps gave das Schied vor allem alle stimmen. Wenn ihr dann aber auf dem Sito guckt, Schwarzmatt oder wie es heißt, dann steht du als Punkt für meine Pension abzusetzen, Römmerkehr den 2., 3. Pilier. Mir das ist wirklich der Gag mit den Leuten gemerkt, weil das ist einfach, das sieht keine gute Leistung, kann in sich schrecken, Kapital ausbezahlen lassen. Mir das geht niemals ein Rand wie die am öffentlichen System, das nicht indexiert, nicht ajustiert, das verliert so sehr Euro Wert dann. Sodass sie das effektiv nicht seriöserweise als Rente bezeichnen. Den zweiten Punkt, das die Leichenheim-Slide-System assurantiell an nicht Assistanat. Also wir wollen eine Assurance-Pension, wir keine Assistance-Pension für so zu sagen. Wir basieren als auf die Prinzipien von einem Bismarck-System, wo unter anderem von den großen Prinzipien ist, dass es von Sozialpartnern geriert wird, was dann auch so soll bleiben, dass obligatorisch kotisiert wird, wenn in eine Aktivität professionell wird. Das ist ja auch der Fall, dass die Chargen zwischen Salariat und Patronat abgedeelt gibt, mit einer Beteiligung vom Staat. Und vor allem auch, dass die Prestationen nur proportionell zum Revenu solle sehen, da das an sich Salär différé kann ihn dadurch nennen, respektive Revenu de Remplacement, wo eben normal ist, dass dann einen guten Teil auch vom Salär aufhängt, wie dadurch Fiedro schon gesagt ging, also an alles, was Richtung Aufsätze vom Plafond geht, natürlich möchte das System futti, das ist ja klar, weil dann hat den Prinzip da nicht mehr richtig erhalten, weil da gehen ja nur die Leistungen rauf, und sie sind nicht mehr so parallel zum Salär.
An obwohl man so ein Assuranceesystem hun, wo in Deel daneben Salär so fängig ist, hier steht aber auch noch nicht, dass man nur die mega hohe Pensionen do hun. Und das sind effektiv, wie schon gesagt, das sind teilweise Nivelkerzen, die do gestartet gehen, wenn ich von der hohen Pensionen schwätzt, mir am Regime general keine Pensionen von 10.000 Euro. Das ist auch just theoretisch möglich, wenn in 40 Jahre lang über Plafond kotisiert, da kann in Wiener kommen, das geht ja in der Praxis nicht. Das weisen an sich auch Zölle von der IGSS. 8.000 Euro, da gibt 0,14% von den Pensionen am Regime general dort drüber. Und das ist auch so, dass an sich an der Pension die Inegalität reduziert gehen, weil der Gini-Koeffizient, den an sich 4,5 Prozentpunkte ënner dem vun den Salären, also du hast schon en gewissen Verdelung. Do kit das der an sech net aufgabasse vom Pensionsregime. Bei mir si gre fir Verdelungen, mir se ger fir gerecht leit, fir mir hege Mindestlohn, fir méi Kollektivvertrag oder fir eng besser Verdelung, Besteuerung bei den hege Salären. Do sind die Leute, die da Bemolmenge bei der Pension das net gercht her, den der da ganz wenig anschmengt das iwwer DW, wo der da war mist geschéien. Durchschnittsrente schon gesot gin aus 3.600 Euro pro Monat, bei den Frauen wesentlich Männer, 2.600 pro Monat, von den just Präsident guckt an Frontalien mal dranhält und das auch schon gesagt ging, dass das effektiv nicht ganz hoch ist, wenn ihr guckt, wie die Lebenskosten zu Lützeburg sind. Par contre haben wir aber ganz viel niedrig Pensionen. Das sind alles Statistiken von der IGSS, die mir geguckt und die mir nicht von 33%, also ein Drittel von den Altersrenten sind unter 2.500 Euro. Bei den Frauen sind sogar 60%, die mehr eng niedrig Pension für 2.500 Euro. Den Tod de Remplacement zu Lützeburg, der kann ihn auf ganz viele verschiedene Weisen rechnen. Und du kann natürlich ein bisschen den raussichten, den ihr will. Mir und vielleicht falsch zu machen, und mir die Gold den Patronat benutzt wird an ihrem Avis zum Conseil Ökonomique et Social. Du gesagt und das auch schon gesagt, ging, dass man effektive gute Regime hun zu Lützeburg. Also wohl nicht so exzeptionell, wie der Trans so durchgestaltet wird, weil sind 3 Länder zum Beispiel denen Statistiken no méien hegen to Remplacement hun Kolumbien, Italien, Griechenland, da sind 4 Länder, mit denen man mein Schick könne vergleichen, die just ganz liegt ënnert als Laien, Österreich, Holland, Portugal an Dänemark. Also da das wie gesagt gut mit das aber auch nicht, dass es exzeptionell ist an dem dote Sinn. Mindestrand per Konter, der ist auch am internationalen Vergleich gut. Da muss ich aber wirklich auch immer in den Lützeburger Kontext setzen. Und du hast wesentlich mehr niedrig wie den Armutsrisiko, wesentlich mehr niedrig wie den Budget de Referenz, den der Stadtteil ausgerechnet wird, was ein Koppel von älteren Leuten braucht, für was runter zu kommen. 2.551 Euro waren das am Jahr 2022. Und den Mindestrand das Netto auf 1943 Euro wie im Moment. Ja, das ist eben effektiv froh, dass es ganz viele verschiedene Definitionen gibt. Heuer sind sich einfach gerechnet, wenn ich meine ganze Karriere einen Durchschnittslohn hat. Wie viel kriege ich dann Pension par rapport zu dem Durchschnittslohn recht? Und das eben die Definition, das die von der OCDE gerechnet wird. Und du hast Lützeburg nur da, wenn die Rentereform, die am Gangen ist, zu spielen, ich komme da kurz darauf zurück, wenn die voll applikabel ist, da können die nur bei die 75% ungefähr. Es gibt ganz viel verschiedene Weise für den zu rechnen. Den Armutsrisiko, das auch schon gesagt gehen. Wir sind längst an dem Grafik die Rot Linie, wo wir ganz gut starten 2011, 2012 waren sich ganz niedrig leiien. Wir kommen aber wirklich an Parage von den Notbeschländer noch den Durchschnitt von der Eurozone betrifft, sind wir geschwind so weit weg. Also wir haben wirklich eine ganz negative Entwicklung, dass den Armutsrisiko bei den Rentner stark zugeholt wird, wie verdürbelt an den letzten 10 Jahren. Während dem die anderen Länder plus mal ein bisschen mehr konstant sind, noch mit Lichttendenz nur oder nur, auf jeden Fall das Lützeburg Stadtland, wo ein Armutsrisiko am weitesten geklommen ist, und das ist wirklich effektiv froh, will man das verhindern, dass wir da niedrig bleiben, oder will man effektiv das System so beibehalten wie das und verhindern, dass der Ton nach weiter steigt. Ich muss dann kurz auf die Reform von 2012 zurückkommen, weil das aber auch eine von unseren wesentlichen Forderungen ist, die wir stellen. Das hat mit der Reform von 2012 zu tun, was ja aber schon eine starke Verschlechterung war vom Regime, zumindest wenn man an der Dürre guckt. Wir haben ja an der Pension
Und der no gerechnet gët grosso Modo 2 Bestandteler e Pauschalbetrag an e proportionale Betrag und pauschal den hängt just vun der Assuranceendure auf an den proportionalen Deel den hängt vun ihrem Salär auf, den dann der Karriere hat an die Reform huet ebe festgehalten, dass de proportionalen Deel loserlos Rof geht, wie de gerechnet gëtt bis 2052 an den de Grundbetrag geht zwar loserlos op mir dat krit aber dat net opgefangen, weil eben nur Verschlechterung gëtt proportionalen Deel. So die Renteformel do die Emelo geändert gëtt, dass du an sich Pensionen 2052 werde wesentlich mehr niedrig sie wie 2012. Nicht für die Leute, die schon an der Rente sind, mit das immer nur für die neue Rente, weil ich mich später an Pension gebe, Pension, die ich dann ODP kriegen, mehr niedrig ist. Dann aus den Ajustement afrogestaltet, das den zweite große Punkt, wann die laufenden Depensen, die laufenden Resette geben, überschreiten, wir automatisch den Ajustement nach Hexens zu halten, geschuldet. Den Ajustement ist, dass all Jahre an sich Trenden und die Evolution von den Salären angepasst gehen, da das so absanisch wie ein Index sind indexiert, aber sie gehen auch und die reale Lohnentwicklung hier angepasst. Also im Moment vorgesehen, dass es keinen Sinn, dass die Depensen über die Resette klammen am Jahr 2027. Da werden Ajustements automatisch vorgestellt, obwohl man, wie schon gesagt, dass die enorme Reserve haben, die an sich dafür da wäre, für da benutzt zu gehen. Und du musst ihn unbedingt etwas machen, für zu verhindern, dass in dem Moment den Ajustement dann auch vorgestellt wird. Dann die Allocation de fin d'année, die Rentner kriegen am Dezember 960 € für eine komplette Karriere. Die als DGF aufgeschafft gehen, wann Kotisationen abgesagt gehen, was kann durchaus der Fall sein, dass die Enkelung müssen abgesagt gehen, mit da wäre automatisch die Allokation de fin d'année fort. Das steht so am Gesetz dran, was total unsozial wäre, weil natürlich sind die 960 € viel mehr wichtig für die Leute, die einen Kleinrand tun, wie für die Leute, die einen Großrand tun. Das muss auch absolut verändert gehen. Und dann der letzte Punkt, war doch eine starke Verschlechterung, als mir am Debat ein bisschen zu kurz könnte, vielleicht, dass der Tür, wo ich an Pension gehen, gibt mir Pension hier hoch gerechnet auf dem Niveau von der Saläre von dem Moment. Mit 2012 gibt es Faktor geholt, die 4 Jahre zurückleitet. Früher waren es 2 Jahre. Und an den 2 Jahren sind Pensionen sind Saläre ja immer geklommen. Das heißt, am Durchschnitt 1% pro Jahr, sodass Trend und Point de départ an sich nach 2% mehr niedrig aus, wie das für 2012 auch der Fall war. Hier ist gewisse wat die Renteformel, wat ich am Anfang gesagt habe, was da Matz springt, dass die geändert wird, dass die forfaitären Deel zwar leicht drauf geht, mir den proportionalen Deel stärker drauf geht, da bringt Matz sich, dass eine Person, die 2052 Pension geht, rund 13% Manner Pension kriegt wie dieselbe Person, wenn sie 2012 gegangen wäre. Also das ist schon eine wesentliche Verschlechterung, trotzdem durch die Reform schon ein Montant theoretik geschrieben bei den großen Montant, weil wie man früher gesehen hat, das ist eine theoretische Rechnung, mehr an der Praxis geht, die du hast Rente ja nicht, mehr wann sie gehen, die natürlich auch verlieren. Wir haben am Durchschnitt 13%, was aber schon eine wesentliche Verschlechterung ist, wenn ich nur recht 2052 am Pension gehen, also die Jung von Haut, die sind doch voll betroffen. Und das war ja auch schon Demos eine Reform, die anscheinend gemacht hat für die Jungen. Mir habe gesagt, auf der Grund, was das Resultat davon ist. Dann den Ajustement, den froh gestaltet ist. Das ist auch ganz kritisch. Wir haben eine theoretische Rechnung gemacht, wenn in die letzten 25 Jahren kein Ajustement gehabt hat. Das ist ja Gott sei Dank durchgewischt. Mir was geschieht, wenn nicht durchgewischt wäre, aber die Belo riskiert, dann in den nächsten 25 Jahren zu geschehen. Wenn aus der Entwicklung vom Durchschnittslohn und drinnen aus der Entwicklung von der Durchschnittsrente. Das lebt ganz parallel. Aber das ist durch ein Ajustement. Wenn aber an den letzten 25 Jahren kein Ajustement gewirrscht wäre, da wäre die Durchschnittsrente haut nicht bei 3.000, also die dote Rente in dem Fall nicht bei 3.900 €, aber just bei 3.000 €. Dann hat den 900 € pro Monat Männer Mindestrend von den DG gucken, die wäre just auf 1691 €, da das 550 € Männer pro Monat, wie sie lo aus. Das geht ja lo schon nicht durch, da wäre sie nach viel mehr niedrig. Da das just für zu weisen, wie wichtig den Ajustement do ist. Wenn die lo ein Jahr oder nur ein Prozent Männer mehr auf Dauer zieht das sich extrem. Und da gehen natürlich Pensionen extrem hängen extrem handeln rund par rapport zu den Salären. Und das sicher, also das kann nicht schriftlich gehen, dass wenn das so aufgeschafft wird, dass das Altersarmut weiter stark zuhält. Das ist evident und das ist wirklich mathematisch richtig. Und wenn dadurch gerechnet, am Moment, dass ein Durchschnittsrente par rapport zum Durchschnittssalär 65%,
wann in dat 25 mcht dann as 150% just an dat as ganz klar, dass dann Altersarmut zouhelt an fir den einzelnen Rentner, den an dem heute Fallbeispiel die verleiert bis zu 137.000 € an senge 25 Joer Rent par rapport zu enger Situation, wo dann voll den Ajustement geif kreieren. Heine eng aner der weis fir dat ze weisen, wann in all die Faktoren vun der Reform 2012 zu Summe guckt, an ass eng Person, die 2013 an Pension geht, wieviel huet no 25 Joer nach Rent, die hat dann 6.624 € Rent am Joar 2000. Ass dat jo dann no 25 Joer wann se wie demos gerachen gët mat am vollem Ajustement. Dieselg Persoun, wann se 2053 géif an Pensionioun goen, hat no 25 Joer oni Ajustement an dem Moment van den Ofgeschaffers just 4.467 €. Also durch die Reform an den zwei Extremfall geht die Durchschnittsrente 2.200 € Ruf no 25 Jahre. Das ist eine Kürzung von 30% los schon durch die Reform, wann in die zwei Extremfälle man den Vergleich an Patronat hört, an ihrer Propos das schon gesagt gehen, nach einem Drop gelöscht, nein, 30% Männer, was sie da fordern, das wirklich massive Sozialaufbau, wenn das gemacht geht. Für uns geht es darum, und das schon gesagt, wir haben finanziell keine Urgenz für das Zimmer, weil man die große Reserve von mir haben, aber in gewissem Sinne eine Urgenz, was das die soziale Wolle betrifft, weil effektiv durch das aktuell gesetzte Ajustement vorgestellt wird ab 2027 und dort ja gesehen wird, das geht Matze springen, wenn die nämlich spielt, was das der Verlust wäre für die Rentner und dass das sicher zu mehr Altersarmut feiert. Dafür muss unbedingt den Automatismus aufgeschafft gehen, dass auch mal op Reservegefen zurückgreifen, dass dann aber den Ajustement kann weiter bestehen, weil das ist ja ein bisschen das Problem. Wir können an die Reserve gehen, mir das zählt nicht als Reset für den Ajustement zu retten. Das ist ganz fies gemacht, en fin de compte. Und dafür muss unbedingt, egal wie das Gesetz 2012 geändert wird, für das Ajustement weiter kann spielen oder zumindest der Titel subsidiär, wie wir schon gesagt haben, als eine Reihe Depensen rausrechnen, die nicht direkt mit Renten zu dienen haben, weil das ging auch den Ajustement ein pro Jahr retten. Mir noch gesagt, dass die Studenten, Junker, die mir lang studieren, dass da muss etwas gemacht werden, für das neue Periode beikommen, wo auch kotisiert wird, zum Beispiel Vakanzenjob und Bursen oder dass auch Studienzeiten können zurückkaufen gehen, wie das bei Familienzeiten ist, wo ein Abgaben nicht schaffen aus familiären Gründen, für das in effektiv auch die Studenten durch Milch geht, für mehr zu kotisieren. An eng aner Forderung ass natürlich Mindestrend, die muss massiv goen. Geif fir allem mo de Fraen hëllefe, weil 80% vun de Mindestlöhn bezeier sinn Fraen an die as wirklich zu niedrig par rapport zum Lebensstandard zu Lützeburg. Eng ader Idee wäre auch Kreditimpôt anzufeieren, wie dat bei Mindestlohn noch schon gött. Dat hat dann an sech de Vierdeel, dass der die Steuer ja finanziert gëtt an die Pensionskrise. Projektionen gehen schon nämlich darauf an, dass das schon gesagt gehen. Wir haben da effektiv eine Analyse auch gemacht, haben an einer nächsten 30 Seiten voller Fehler, was da alles gemacht ging, als bei den Projektionen. Die waren allkehr viel zu viel pessimistisch, aber neue Projektionen kommen, sie waren immer in dieselbe Szenario, sie waren immer mehr favorabel wie die für drunter waren. Und das also sogar auch auf Kurzzeit gesehen. 2012 sind Projektionen gemacht, die 4 Jahre 2020, dem muss das gesagt geben, 2034 nicht mehr an der Reserve. 8 Jahre danach hat er gesagt, oder 10 Jahre danach hat er gesagt, wir haben aber bis 2047 nach Reserve. 13 Jahre gewonnen, ohne dass ich etwas gemacht habe. Keine enge Mesure geholt gehen. Das ist aber schon erstaunlich und geht immer in die Richtung. Und wir haben auch aber auch die Projektion ob der Probaierbrucht ein Szenario de Basis, das mit dem LoTGSS geschafft wird. An der Stadt hat kurz selber eine Prognose gemacht, die makroökonomisch anders abgestaltet gehen. Du gesagt, da das kurz gemacht gehen, dass die Projektionen schon wesentlich mehr positiv sind. Zum Beispiel, wenn ich das Jahr 2050 gucken, du gibst im Stadttext-Szenario 10% vom PIB als Depense für Pensionen gebraucht gehen. Das ist schon 0,8 Prozentpunkte mehr wie lo. 0,8 Prozentpunkte mehr. Also wenn der Stadttext recht tut, dann ist ja mal überhaupt kein Problem. Wirklich. Weil 0,8 Prozentpunkte, wenn wir Kotisationen geben, im E-Prozentpunkt absetzen, dann hat man automatisch 1,1 Prozentpunkt vom PIB mehr.
als Resetten, der Tisch mir wäre schon bis 2050 schon mal largement gut, mir könnte so gut Reserve nach weiter opbau, wann in der Welt machen. Just hier zu weisen, dass du aber großen Unterschied gibt an den Größenordnungen von den Projektionen, weil die GSS als du mehr negativ anfangen kommt, mit Datei als Beispiel für zu sagen, dass wir kommen limitieren, als ob die Projektionsperiode von 10 Jahren, da das schon schwer genug, wie gesagt, am fernen Lob bis 2070 zu probieren, Sachen zu simulieren, wo so viel Inkonnu gehen, dass der Zwischenwert falsch sind. Solutionen, das schon gesagt gehen, wir sind natürlich strikt gegen eine weitere Verschlechterung von den Pensionen gewiesen, was du schon am Laufen hast, das ja schon Wahnsinn, was du für Verschlechterungen aber es tun könnt. Auch eine Erhöhung vom Pensionsalter, also sich für alles nicht zu machen, dafür die einzige Lösung aus, wann es dann zu finanziellen Problemen geht, kommen, neue Resetten zu generieren, und natürlich an einer ersten Phase mal die Reserve zu benutzen, die ist schließlich dafür da. Wann man méi mussssen ausgehen fir Pensionen an Zukunft, da wäre doch kein Problem, dat das an den letzten 50 Jahren schon einke geschieht, nun an sich Ausgabe fir Pensionen par rapport zum PIB verdurbelt oder méi wie verdurbelt. Dat man kein Mensch gemerkt jedenfalls keinem Wege doen am mir hun lo, dat sind zwar net Pensionen mehr insgesamt Prestationssozial, die ausbezahlt gin, par rapport zum PIB, du leit Lützeburg ganz niedrig anfahren konnte. Ennner dem Durchschnitt von der EU, weit ënnerte Notbeschländer, dat du war so zu Millionen Trogegangen sind, das eng Statistik von Eurostat. Und du gesagt, dass du wirklich nach Marschnowen hast, an auch wenn man da von der Kotisationen schwätzen, was ja an sich die echt Möglichkeit wäre, für neue Resetten zu schaffen. Du hast auch ganz viel Marge de Manövre, wenn ich guckt, wie niedrig die Lohnnebenkosten sind, für Patron zu Lützig par rapport zu Eurozone, da das man vitalschen da fahren kommt. Also du hast schon einen extrem Marsch von den Websfeld machen. Ich gehe danach just sehr auf die verschiedenen Solutionen an, die man hier präsentiert haben. Es ging da eine ganze Reihe an kommt, was ihr könnt machen, wann ein bisschen da ist für neue Resetten. Das geht natürlich ganz klassisch, einfach über den Kotisationserhöhung, was da ja auch gesagt war am Kader von der Reform 2012, die ja ganz einseitig aus die Reform 2012, weil sie just Depensen visiert an die Verschlechterung mal zu sprengen. Und du hast an dem Kontext auch gesagt gehen, wenn dann eine Ökonomie gut durchgeht, dann muss man auch Kotisationen vielleicht erhöhen. Dann habe ich gesagt, 3 Punkte in der Tisch, 1 Prozentpunkt für die Salarie, für den Patron, für den Staat, das bringt direkt 1,1 Prozentpunkt vom PIB. Was also laut Statec durchgeht bis Mai wie 2050 sogar. Deplafonnement als eine andere Möglichkeit, sozial gerecht, ohne vielleicht dementsprechend Prestationen zu erhöhen. Du könntest eine degressive Formel auch vorstellen bei den Prestationen. Wir wenn ihr lang deplafoniert, ohne eine weitere Depense zu machen, bringt auch das bald 1 Prozentpunkt vom PIB. Das sind an sich sind doch just 5% von den Salarien, die do visiert wären, sie just 5% von den Salarien, die do drüber leihen, die dann do effektiv mehr müssen Kotisationen bezahlen, was natürlich sozial ganz gerecht wäre, wenn dann die niedere Schläge do nicht damit belastet. Hatte noch ugedurcht eng Progressivität eventuell anzuführen beim Tod der Kotisation, wann ihr will, dass den Kotisationen auch mehr gerecht gehen, dass ihr einfach seht, wir bleiben bei 8% bis zu einem gewissen Niveau de Salär und dann darüber rausgehen wir dann auf 9 oder sogar auf 10%, für das eben die Miehigkeit, da müssen mehr bezahlen, je nachdem wer in der Staffel kann ich doch 0,5 bis 1,5% vom PIB auch rankriegen. Eine andere Idee wäre eine Kontributionssolidarität generalisée für Ménagen anzufeiern, bisschen so wie das bei der Assurance Dépendance an sich funktioniert, was einen Vorteil hat, dass in alt Ménagen noch drin hat, also auch Rentner geben an dem Moment so mit bezahlen, auf finalen Wert nicht nur Salären. Mit wären noch Kapitalerträge, die ihn hört, Loyen und so weiter, wo das dann auch gäbe, fällig gehen am Juni einfach ein Beispiel gerechnet, mal 1,4%, das wie bei der Dependance, aber mit einem Abattement von engem Mulde Mindestlohn, da kriegt ihr noch direkt 0,5% vom PIB als zusätzliche Schritt dran. Wir halten aber drauf, weil du hast dann eine echte Phase und Ménagen, die visiert sind, dass sie dann aber auch etwas muss machen, Niveau von den Betrieben, weil wir wollen und dem System Tripartit festhalten, dass die 3 Partner gleich viel bezahlen. Bei den Betrieben gibt da zum Beispiel die eine Steigerung vom Impuls Solidarität im Moment gehen. Und da geben wir die Durchlesung auch 1,5% vom PIB rankriegen.
dann allgemeng eng gréisser einfach iwwer Steier kann immer méi suen rakrent, dat gesot gi wann an Zukunft gewënne vun de Betrieber klammen kann den allgemeng iwwer steieren oder eben och an du hast zu Lützeburger Moment nach ganz viel marsch nowen Besteuerung vun der Fortun eng Vermegenssteierem afeieren bei de Betrieber gëtte ze nach die können den opsetzen an der gewen do ihre Sette krennt das verlo durch die aktuelle Regierung geplant fir se aufzusetzen. Dat mis dann ëmgedreht werden an dann hier Job bei der Person physik serem afeieren, dann hat den effektiv do och eng neue Reset geschafft. Voilà, dat war an sich alles fertig so zu dem Probaier wie gesot, dass für alles wirklich kein mathematisch vor mir eng hech politisch vor fernde kommt. Ob man will weiter nach Kirze weiter Sozialaufbau machen, weiter Armutsrisiko absetzen oder ob man wann Nature sei die nedisch Resetten einfach gehen für das System zu halen, respektive sogar das System do auszubauen, wo nedisch ist, vor allem bei der Mindestrend natürlich. Mir hat nicht viel versprochen mir gesagt, kommen zuelen kriegt poworisch denn wir wollten ein bisschen opraumen mit den Deels populistischen aus und die wird das Pensionssystem gemäht gehen an mir hoffen dass man ein bisschen konnte weisen für warten auch die Position hun die man hun an der Heimat dem nächsten Zule Materialien erlehen. Mir so opschiede falle ganz große Merci für Geduld war eng lang Pressekonferenz. Wir sind natürlich aber nach do wann nach frohe sinn dann gewe Schmenger bis ganz geschwind.